Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. In den nächsten Minuten schauen wir im ersten Beitrag zurück auf den Wankdorf-Merit. Und danach gehen wir mit der Schilthornbahn in die Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Wenn Kulinarik auf Handwerk, Land auf Stadt oder Neues auf Bewährtes trifft, dann ist wieder Wankdorf-Merit. So passiert letztes Wochenende vor dem Berner Wankdorf-Stadion. Mein Kollege der Pablo Sulzer war vor Ort, hat sich den ganzen Stand angeschaut und ist dort dabei auf die Initianten vom Anlass gestoßen. Also kurz vor der Eröffnung ist sicher Stress pur, weil es kommt alles aufs Mal zusammen. Aber ab dem Moment, wo dann die Eröffnung ist und dann das Dauerli kannst mit dem Apero befüllen, ist super, ja, ist sehr schön. Es ist natürlich toll, dass es das immer noch gibt. Das ist doch jetzt immerhin 13 Jahre. Und dann, wo dieser Platz entstanden ist, haben die Eigentümerschaft natürlich das Gefühl gehabt, ja, den müssen wir immer wieder ein bisschen beleben. Und das haben wir dann gemacht. Die Coop als Generalmieter vom Einkaufscenter hat dort die Initiative ergriffen. Und darum bin ich dort auf die Idee gekommen, wir könnten doch so einen Merit machen. Ist das so, wenn man so eine Tradition weitermachen kann? Sehr schön, aber es ist sicher auch verbunden mit ein paar Hürden, weil man möchte gerne die Tradition beibehalten und gleich sich ein bisschen wandeln. Aber dadurch, dass wir so einen nahen Kontakt mit ihnen haben, ist es ein enges Zusammenspiel von früher und neu. Ja, ich bin von Peter Baumgartner angefragt worden, weil es ist ja der Äpfel- und Herdöpfel-Merit zuerst. Und ich bin bei der Ramsayer Swiss für die Frau zuständig gewesen, hat auch den Coop betreuen dazumal. Und so ist der Peter zu mir gekommen und gesagt, wäret ihr nicht dabei, ihr wäret prädestiniert vom Most her, Äpfel passt, macht ihr mit. Und so haben wir noch vor allem am Anfang an Ja gesagt dazu und in den ersten Jahren einen sehr schönen Stand gehabt, wo wir gemostet haben, wo wir frischen Most kaufen konnten, hat wunderbar gepasst. Wir haben auch zum Beispiel Onkel Urs, der jetzt hier nebenan ist. Das ist eigentlich ein Lädeli, das Weissenbühl, das hauptsächlich aus einem Bauernhof besteht, verschiedene Bauernhöfe, die das alles in einem Lädeli verbindet. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel von jung mit traditionellem Bauernhof und einfach die Produkte, die so herzhaft sind. Ich finde das toll, dass das eben immer noch gibt und auch geschätzt wird von den Leuten aus dem Quartier. Und natürlich die hier sowieso unterwegs sind dann manchmal überrascht, oh wow, hier gibt es noch Merit, da können wir schauen. Und das ist ja genau die Idee, dass man das Quartier und den Ort hier belebt. Also schlussendlich ist es eine Freude, wenn man seine Produkte den Leuten zeigen darf. Und vor allem die Vielfalt, die wir hier haben, die ist ja faszinierend. Und wir denken, es gibt auch einen kleinen Bezug zum Land, von Stadt zu Land. Und von dem her eine tolle Sache. Mir gefällt sehr, dass Handwerk da ist, das man sonst nicht sieht. Also nicht gerade Bastler, aber gleich so in dieser Richtung. Und das finde ich ganz toll. Und es macht mega Freude zu sehen, dass die Besucher auch immer wieder Freude haben, wenn Neues kommt und neue Stände und neue Aktivitäten. Und eigentlich fragen sie dann auch nach dem Merit, wann ist der nächste Merit. Ja, wir wechseln den Standort und gehen vom Berner Wankdorf-Merit ab ins Oberland. Die Bergstation vor Sesselbach-Winteregg wird der Winter nämlich ohne Personal auskommen. Die Schilthornbahn setzt dort dazu auf ein neues KI-System namens Auro. Das überwacht mittels künstlicher Intelligenz nicht nur den Betrieb der Bahn, sondern greift im Notfall auch ein. Der Grund für die Investition? Personalkosten sparen und den Liftbetrieb effizienter gestalten. Mein Kollege der Ben Abeckler weiss mehr. Wir werden auf diese Wintersaison hin die Sesselbahn Winteregg mit einem KI-System, das heisst Auro, ausrüsten. Auro wiederum heisst autonomer Seilbahnbetrieb auf Englisch. Das heisst, dass die Bergstation der Sesselbahn Winteregg in Zukunft nicht mehr von einer Person aus dem Kommandoraum überwacht wird, sondern durch Kameras und Sensoren, die an der Station und ihrer Umgebung angebracht sind,
der Abstieg der Gäste wird überwachen. Ja, die Kosten werden rund 300'000 Franken betragen. Einerseits für die KI-Anwendungen und Infrastrukturen, andererseits für geringfügige bauliche Arbeiten im Umfeld der Station. Ja, wir wollen natürlich selber auch zuerst zutrauen, zu diesem System fassen. Das ist für uns selber, auch für unsere Mitarbeiter natürlich enorm wichtig. Darum werden wir vom Saisonstart bis nach den Festtagen eine Person an dieser Bergstation haben, die eingreifen kann, wenn das nötig wäre. Nach dem Neujahr werden wir dort nachher die Besetzung aufheben. Allerdings 50 Meter nebendran bei der Bergstation Sesselbahn Muller-Hobel ist immer eine Person und wird bei Notfällen und wenn es notwendig ist, immer sofort können eingreifen und vor Ort gehen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wie es mit dem Wetter weitergeht, ob vielleicht schon der erste Wintertag ansteht, das verraten jetzt Kollegen vom Meteor News. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Blatt vom J-Wetter für den Kanton Bern. Unten grau und oben blau. Das Motto vom Wetter ist, dass seit einiger Zeit und grossartig viel ändern wird sich hier in dieser Woche auch nicht. Denn die Grosswetterlage zeigt sich in den kommenden Tagen unverändert. Die Schweiz liegt weiterhin an der Südostflanke von einem stabilen Hoch über den britischen Inseln. So sind die höheren Luftschichten trocken und mild. Dafür ist die Grundschicht ein bisschen angefürchtet. In der Dienstag starten wir dann wie gewohnt wieder im Mittelland und in den angrenzenden Alpentälern mit Hochnebel im Tag, mit der Obergrenze von rund 1500 Meter. Aussen und überhalb vom Nebel ist es einmal mehr strahlend sonnig. Die Morgentemperaturen die liegen so zwischen 6 und 7 Grad. Am Nachmittag lockert es dann vor allem im Mittelland wieder ein bisschen auf. Im Berner Oberland wird das Ganze aber eher zäh und grau bleiben. Es gibt aber wohl dann auch ein paar Auflockerungen. Das Ganze bei einer schwachen bis mäßigen Brise und Temperaturen je nach Nebel so zwischen 13 und etwa 15 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3000 Meter. Mit der Inversionslage haben wir auf 1000 sowie auf 2000 Meter so um die 8 bis etwa 9 Grad. Das Ganze bei einem schwachen Wind auf den Bergen aus nördlichen Richtungen. Viel passiert dann diese Woche nicht mehr. Der Hochnebel beschäftigt uns weiterhin, sicher bis am Wochenende. Das jeweils bei mehr oder weniger gleichbleibenden Temperaturen, einer schwachen bis mäßigen Brise und einer 0-Grad-Grenze, die um die 3000 Meter schwankt. Auf die neue Woche sieht es nach aktuellen Unterlagen so aus, dass uns dann wieder eine Störung erreichen wird, wieder mit mehr Wolken in der Höhe und dann auch wieder ein bisschen Niederschlag, den es hier gibt. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.